Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute auf der Suche nach schweizerischen Dialekten sind wir online nach Wer zugeschaltet und will ich euch Adu, scusi, vorstellen. Guten Abend, Adu. Wie geht's? Hallo, ja, mir geht's gut, danke. Und bei dir? Alles super. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat mit unserem Termin. Ich werde auf Hochdeutsch weiterhin sprechen. Ich traue mich noch nicht, so mehrere Sätze auf einmal auf Schweizerdeutsch zu reden, aber fühl dich frei und ich freue mich auch, Berndeutsch auch in diesem Podcast zu hören. Sehr cool. Ja, ist eine riesige Ehre, danke vielmals. Und ja, ich freue mich auf deine Fragen und wie der Podcast so wird verlaufen. Ja. Adu haben wir im Vorfeld von des Gesprächs kurz uns ausgetauscht, dass Adu wäre so die Version von Adrian. Wäre dann meine Version auf Schweizerdeutsch Davu? Also kann man das auf allen Vornamen ungefähr einstellen? Ja, tatsächlich, also du hast recht. Die Namen würden wir wahrscheinlich unter Defu verspitznamisieren. Ähm, ja, man kann es grundsätzlich bei so ziemlich allen Namen machen. Bei gewissen geht es sicher besser, bei gewissen nicht, aber es ist grundsätzlich alles akzeptiert. Also, beispielsweise Jonas wird so Jönu, Stefan wird so Stöffu, also es gibt relativ viele Spitznamen und gewisse, die eben noch nicht so funktionieren. Aber ja, du wärst der Defu, so gesehen. Von dem her erinnern die jetzt auch nur noch Defu. Tipptopp. Machen wir so. Spannend ist das eben. Schweizerdeutsch ist für mich ein Rätsel, oder? Und es geht immer darum, neue eben Stücke von diesem Rätsel zu sehen. Was würdest du einer Person wie ich, die in der Schweiz lebt, aber eben nicht hier aufgewachsen ist, welche sollten die ersten Schritte sein, mit Schweizerdeutsch anzufangen? Also grundsätzlich, aber was wahrscheinlich am wichtigsten ist, dass man an einem Ort halt einfach sich kann ausleben kann, im Sinne von sprachlich, dass man fast wie eben so einen Rahmen hat, wo man seine Sprache ein bisschen kann lernen kann. Und das geht am besten wahrscheinlich einfach beim Arbeiten. Also man ist beispielsweise, bei dir ist jetzt, glaube ich, du bist ein Arzt, nicht? Und bei dir ist es wahrscheinlich so gewesen, dass du im Spital bist gewesen, und dann hast du das eigentlich relativ schnell einmal automatisch gelernt gehabt, oder relativ viele so Satzfragmente eigentlich aufgenommen gehabt. Von dem her, ich kann eigentlich nichts anderes sagen, als irgendwo eine gute Arbeitsstelle suchen und dann einfach mit dem Kollegium reden, sich nicht genieren, also nicht irgendwie, es ist nicht mega peinlich, wenn man jetzt etwas falsch sagt, das ist ganz normal. Ähm, Einerseits das, andererseits, man muss Deutsch können. Also man muss Hochdeutsch können, dass man überhaupt Schweizerdeutsch irgendwie auch schon nur kann versuchen zu verstehen. Klar ist es möglich, gut mit Schweizerdeutsch anzufangen, aber ja, es ist halt auch von den Materialien, die man hat, nicht so gut bedient wie jetzt beispielsweise Hochdeutsch. Von dem her, Hochdeutsch ist fast wie. Und ich habe es Ähm, auch bemerkt, eben viele Mitarbeiter berichten, eben, ich kann dir Schweizerdeutsch vermitteln, weil selber nicht so gut. Das ist eben eine Besonderheit, weil mhm, Hochdeutsch für die Zuhörer ist für die Einheimischen der Schweiz eine Art von eben Formalität, oder? Es ist eine Art von, mhm. wenn sie schriftlich sich mit dem Ämter austauschen oder wenn sie eben diese Wahlunterlagen, die jetzt gekommen sind, sich damit auseinandersetzen, das ist etwas so wie sehr formell. Also mir wurde gesagt, man bespricht das eben in der Schule und dann vor einem Tribunal. Gibt es andere Situationen, wo du sagst, ja, als Schweizer, naja, Hochdeutsch geht noch, Hochdeutsch geht noch? Oder wie würdest du sagen, wie, erstmal, machen das, wie wäre es verallgemeint und wie ist das bei dir? Also, wo, in welchen Bereichen deines Lebens nutzt du als Schweizer Hochdeutsch? Also ganz allgemein, du hast schon ein paar Bereiche angesprochen, wo hauptsächlich Hochdeutsch gebraucht wird. Das ist eben in der Schule. Dort hat man die Pflicht, dass man Hochdeutsch zu reden hat. Ähm, genau gleich in den Universitäten.
Genau gleich in der Politik. Also die politischen Debatten werden meistens in Hochdeutsch oder eben in einer von den anderen Landessprachen geführt, aber in Schweizerdeutsch ist es sehr, sehr selten. Und das ist es dann etwa noch. Also die Schrift privat schreiben wir einfach auch Dialekt und wir verstehen es so halbers. Daher funktioniert voll gut. Ich persönlich, ich brauche Hochdeutsch halt im Berufsalltag dann irgendwann ist schon recht häufig, weil ich halt Lehrperson werde. Das heisst, ich habe die Verpflichtung, dass ich Hochdeutsch rede. Ansonsten brauche ich Hochdeutsch wirklich fast nie in meinem Alltag. Also es ist mega selten, dass ich mal etwas Hochdeutsch sage. Eben genau gerade dann, wenn ich eine Person von mir habe, die Hochdeutsch zwar kann, aber Schweizerdeutsch noch nicht so sicher ist. Das ist beispielsweise eben mit Leuten mit Migrationshintergrund oder wo erst eine sehr, sehr kurze Zeit da sind. Da tut man sehr, sehr schnell auf Hochdeutsch wechseln oder vielleicht sogar auf eine andere Sprache, weil eben Hochdeutsch liegt uns auch nicht so ganz und die Art und Weise von Hochdeutsch, die wir reden, ist jetzt auch nicht ja, so die sauberste. Sagen wir es mal so. Da hast du recht. Also es ist Eintauchen, ist schwierig, oder? Von der anderen Seite. Also wenn ich mich eben hineinversetze vor 2 Jahren, in welchen Situationen traue ich mich zu sagen, ja, eben das verstehe ich zwar Mhm. nicht, aber ich weiß, ich brauche Übung. Es war eben vor allem so Hörverständnis. Und Hörverständnis, man hat zwar ein paar Radios, ein paar so Materialien, aber so richtig viel Materialien, oder? Außerhalb eben von bestimmten Sender gibt es nicht, weil auch, wie du sagst, in diese politischen, also in diesem Nachrichtensender, werden wir meistens Hochdeutsch mit schweizerischen Färbung oder mit schweizerischen Betonung, aber das ist nicht Schweizerdeutsch. Und einige, ich selber, habe ich am Anfang gedacht, okay, das muss Schweizerdeutsch sein, weil das klingt anders, aber das ist tatsächlich Hochdeutsch von der Schweiz, oder? Ja, also das ist ein mega kompliziertes Gebilde, das wir uns hier gemacht haben, tatsächlich. Also geschwind zum Erklären, eben, es gibt Schweizer, Schweizerdeutsch, das, was ich jetzt momentan rede. Es gibt das Schweizer Hochdeutsch, die Standardsprache, die man in der Schweiz spricht. Das ja, ist eigentlich Hochdeutsch mit sehr, sehr starken Akzenten, mit verschiedenen Eigenheiten. Und dann gibt es noch die Standardsprache, also Hochdeutsch, Hochdeutsch, wie man sie kennt. Aber eben, in der Schweiz, wenn Hochdeutsch geredet wird, dann das Schweizer Hochdeutsch, das so ein bisschen verkrüppelte, so ein bisschen eigene, das ist halt, ja, das ist nicht ganz easy. Aber ja. Das ist richtig eine schöne Herausforderung. Ich habe das gerne angenommen. Und in diesem Podcast haben wir uns mit die Frage beschäftigt, ja, welche Geheimnisse hat die deutsche Sprache? Die Frage wäre für dich, welche Geheimnisse hat konkret Bernerdeutsch? Also Berndeutsch. An dieser Stelle muss ich geschwind sagen, ich repräsentiere natürlich nicht den ganzen Kanton Bern. Der Kanton Bern, der streckt sich von Biel bis irgendwie Thun runter, respektive sogar noch weiter. Und dann eben auf Thunstetten, respektive ins Langenthal, wo ich jetzt bin. Also ich persönlich rede den östlichen Berner Dialekt, was man je nachdem, ja, je nachdem, wie man dem will sagen, kann man sogar sagen, es ist nicht einmal mehr ein wirklich reiner Berner Dialekt. Ähm, aber ja, dennoch, ich versuche noch so ein bisschen das Berndeutsche zu erklären oder so ein bisschen die Geheimnisse zu lüften. Ähm, Allgemein beim Berndeutschen, das, was alle wissen über die Berner, ist, wir sind langsam wie nichts. Also, das sagen alle, ja, irgendwie. Ähm, keine Ahnung, fragst irgendwie einen Berner keine Ahnung, wo der Bahnhof ist und du bist nach 10 Minuten noch gäng dran, weil er einfach so langsam am Reden ist und alles so mega entspannt ist. Es gibt tatsächlich auch ein Lied vom Zürcher Interpret, dem Dodo, wo er beschreibt, er kommt zu Bern an und es ist alles so entspannt, es fühlt sich an wie Ferien und so weiter und so fort. Also der Berner Dialekt scheint relativ entspannt zu sein und relativ langsam. Dann, was auch noch recht speziell ist, ist das Wort Aue. Aue kann so ziemlich alles beschreiben tatsächlich. Also es kann ja, nein, vielleicht, möglicherweise. Also das ist ein Wort, das sehr, sehr häufig mit den Bernern assoziiert wird.
Ähm, ich kann mal ein Beispiel machen. Also, da kommt irgendwie ein Kollege Sicher. zu mir und sagt, hey, hast du irgendwie gehört, dass, keine Ahnung, der Bundesrat weiss nicht was, hat irgendetwas gesagt. Dann sage ich, was? Das kann ja kaum sein. Ich meine, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder der kommt er zu einem und er sagt, du, wo ist da irgendwie Kollege Essig? Wo ist der genau? Dann, keine Ahnung, auch irgendwie daheim oder so. Dann heisst es so, ja, möglicherweise daheim. Eben, das Wort auch als Stolperfalle, für die, die nicht wissen, um was es genau geht, was es genau bedeutet, kann es mega verwirrend sein. Dann weiter, aber das ist halt nicht nur begrenzt aufs Bernische. Wir haben sehr, sehr viele Lehnwörter aus dem Französischen. Das ist natürlich zu erklären durch die Nähe zum Französischen. Also ganz, ganz viele Teile vom Bernischen ähm, grenzen entweder an französischsprachige Gebiete oder sind französischsprachig. Das äußert sich so in Wörtern wie Merci, Perron, Trottoir und so weiter und so fort, wo man eigentlich auch deutsche Wörter verwenden könnte. Aber eben, das ist nicht nur auf das spanische Staatsgebiet, in Anführungs- und Schlusszeichen, begrenzt. Ähm, ja, ansonsten, was vielleicht auch noch wichtig zu erklären ist, eben, es gibt nicht ein wirklich standardisiertes Berndeutsch. Aber was man grundsätzlich kann sagen ist, so Sachen wie Milch oder Ja oder Schlafen, ähm, Haar, also alles wird mit A ausgesprochen. Alles ist sehr, sehr stark mit A. Für mich ist es speziell, weil ich sage Ja, Schlafen, Haar. Und eben, das ist dann wieder das ist wieder ein Ausdruck von der Östlichkeit von meinem Dialekt. Ähm, ja, eben, die Bergregionen sind dann nochmal ein bisschen was anderes und um den Bielersee ist dann nochmal etwas anderes. Daher wirklich wirklich stereotypische Berner bin ich jetzt nicht. Aber ja. Das heißt also, dass die Vielfalt von Berner Deutsch kann man nicht nur so mit einer Person oder mit einem eben ein Beispiel, sondern es muss einfach in den verschiedenen Ortschaften, noch also eben am Bielersee, Bern oder an diese kleine Schanze, auch wenn man nördlich geht, auch südlich in den Berner Oberland und dann in diesem Teil, die eben teilweise mit Aargau, oder? Wird aus meiner Sicht auch Berndeutsch gesprochen, obwohl das ein anderer Kanton ist. Mhm. Ja, ja, ganz klar. Also, ist eigentlich kein Geheimnis, sind wir ehrlich. Ich meine, jeder Akzent oder jedes Gebiet auf der Welt ist nicht einheitlich, was Sprache anbelangt, sondern sehr durchmischt. Ich meine, in Spanien wird es sehr, sehr ähnlich sein. Du hast ein Gebiet und die Person, die irgendwie im Westen lebt, wird ganz, ganz anders reden als die im Süden lebt oder die im Nordosten lebt oder was auch immer. Also es ist eigentlich ein recht bekanntes Phänomen. Aber eben, genau das Gleiche gilt auf dem kleinen Gebiet, oder kleine Gebiet, das ist ein relativer Ausdruck, aber auf dem Gebiet vom Bernischen. Daher ja. Aber ja, du hast interessanter, also du sprichst etwas sehr Interessantes an. Die Berner und die Aargauer haben eine Zeit lang natürlich zusammengehört. Vielleicht hast du das gewusst, vielleicht nicht. Daher das gewisse Berner Sentiment und dass es so ein bisschen verschmilzt ist, relativ klar. Beispielsweise, ich bin mir nicht mehr sicher, bei welcher Burg das es ist, aber im Aargauischen gibt es eine Burg, wo noch der Berner Bär die Flagge auf dem Schlösschen drauf hat. Ich glaube, es ist Lenzburg, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich werde das auf jeden Fall nachforschen und werde das in der Beschreibung schreiben, weil das ist schon ein Punkt, oder? Die Verbindungen. Letztendlich Aargau gibt es nicht so lange, oder? Als Einheit und davor war es Bern und deswegen gibt es auch diese Einflüsse noch in Aargauer Deutsch und vor allem in diesem Oberaargau-Teil, was sehr, sehr nah ist, oder? Mhm. Regional, geografisch zu dem anderen Kanton Bern. Und genau, was mich sehr, sehr immer interessiert hat, ist eben, wie kann ich Schweizerdeutsch lernen, wenn das nicht so standardisiert ist, oder? Mir wurde gesagt, okay, es gibt tatsächlich wie Gedichte oder so für Kinder, vor allem so Märchen, die auch auf Schweizerdeutsch geschrieben sind. Und sie haben mir gesagt, ja, trotzdem kann ich das nicht auf einmal verstehen, ich muss das laut vorlesen. Auch zum Beispiel diese WhatsApp-Nachrichten, die
wir uns immer wieder, oder, gegenseitig entziffern. Ich habe das tatsächlich erstmal so gelernt, die laut vorgelesen und dann habe ich gedacht, okay, es könnte sein, dass er das so gemeint. Ist das auch so bei dir, wenn du mit deinem Kollegen oder aus anderen Kantonen austauschst, dass du einfach das ab und zu das vorlesen musst, um das tatsächlich zu verstehen, was schriftliche Schweizerdeutsch ist? Mhm. Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Du sprichst wirklich das interessante Zeug an. In der Schweiz gibt es keine, oder beim Schweizerdeutschen gibt es keine einheitliche Rechtschreibung. Das bedeutet, jeder Kanton, jedes Gebiet macht es ein bisschen anders. Beispielsweise das Wort Zeit, also Zeit. Ich schreibe es mit Z-Y-T. Der Rest von Bern macht es beispielsweise auch mit Z-Y-T oder Z-I-T oder vielleicht auch Doppel-I. Das ist noch relativ klar, das ist relativ eindeutig. Dann gibt es aber Wörter wie eben beispielsweise ich, wo auch auf jensten verschiedenen Arten und Weisen geschrieben können werden, beispielsweise IG oder Mhm. ICH oder EG oder ECH, alles möglich. Alles easy, alles möglich. Ähm, du hast vorhin angesprochen, ja, manchmal muss man es laut vorlesen, dass man überhaupt versteht, was genau gemeint ist. Das Problem habe ich nicht wirklich, also ich wüsste jetzt von sehr, sehr wenigen Sachen, die ich nicht könnte lesen und ich verstehe es, aber es gibt Sachen, die ich lese und ich muss sagen, das ist jetzt recht grusig geschrieben. Also es würde ich jetzt definitiv nicht so schreiben. Beispielsweise, wenn ich eben Aargauer Deutsch lese oder so wie Aargauer schreiben oder so wie Zürcher schreiben, das ist etwa noch das Schlimmste. Äh, Zurück zu den Rivalitäten, genau für Genau, die richtig. Zuhörer. Voilà, auf das können wir dann sicher noch sprechen. Luzerner gehen noch so halbers, aber eben, das ist noch wegen der Nähe zum Luzernischen. Auch die haben manchmal ganz, ganz komische Sachen. Daher ja, Schweizerdeutsch lesen, lernen, das ist enorm schwierig. Das ist ein hure Minenfeld. Da kann man sich dann eben auch nicht ähm, fast wie in Sicherheit wiegen, wenn man einmal fast wie Zürichdeutsch kann lesen. Also wenn man Zürichdeutsch kann lesen und man hat das Gefühl hat, jetzt kann ich Schweizerdeutsch lesen. Nein, sorry, das funktioniert leider nicht ganz so. Aber ja. Das wäre ein erster Schritt, oder? Was mir auch aufgefallen ist bei den Kollegen hier unterwegs, ist, dass die ganz viele Wörter von dem Englisch nutzen. Das heißt, sie reden zum Beispiel, ich go heim und dann sagen sie, schönes Weekend zum Beispiel. Also sie manchmal kombinieren das. Tatsächlich ist eine Eigenschaft, die ich nur in der Schweiz erlebt habe, nicht davor in Deutschland. Wie kommt es dazu aus deiner Sicht? Nutzt du das auch, diese Anglizismen oder diese englische Wörter mittendrin, also wenn du Schweizerdeutsch redest? Mhm. Das ist noch speziell, das siehst du, hast das sonst nie beobachtet, weil ähm, mir ist jetzt bislang auch noch nicht aufgefallen, aber ich glaube, ich habe es auch noch nie sonst beobachtet, außer halt in der Schweiz. Wieso wir das machen, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also der eine Erklärungsversuch ist natürlich ja die Jugend, die da so ein bisschen versucht, neue Aspekte von der Sprache reinzubringen und so ein bisschen einen neuen Wind versucht, der Sprache zu geben. Das, was du noch gesagt hast, mit «Hey, schönes Weekend», das ist für mich jetzt beispielsweise mit der älteren Generation verbunden. So die Generation zwischen meinen Eltern und vielleicht dir. Also etwa so die, sagen wir, ja, keine Ahnung, 45, 50 sind, gerade so Schüsse dort drin. Die würden sagen, schönes Weekend, wirklich so. Und ich persönlich würde auch nie sagen, schönes Weekend, ich würde auch sagen, hey, schönes Wochenende oder hab's gut oder gute Zeit oder was auch immer. Also ich bin dort wieder sehr, sehr deutsch. Aber ich sage beispielsweise nice, cool, mache auch, also nehme auch jenste englische Verben in meine Sprache auf, aber das ist, glaube ich, einfach, weil ich halt noch relativ jung bin, habe ich so das Gefühl. Wirklich sehr spannend, weil das ist eine sehr kreative oder Gestaltung aus meiner Sicht als Nicht-Muttersprachler. Und damals, ganz am Anfang, habe ich versucht, durch Sendungen oder
eben nochmal mehr Hörverständnis mitzubekommen. Und ich bin auf eine Serie aus Wallis, die Sugar heißt. Und ich wollte fragen, du als Berner, kannst du die Schweizerdeutsch von Wallis verstehen? Ähm, also ganz ehrlich, also einerseits ganz cool, dass du den Joker geschaut hast. Wirklich, an dem Punkt wirklich eine geile Hure-Serie, wirklich ich liebe es, ich finde es super. Die Idee und eben auch irgendwie so, wenn du Joker geschaut hast, dann hast du auch so das Walliser Gefühl, so wie die Walliser drauf sind, das hast du einfach. Das ist wirklich eine recht gute Repräsentation von Wallis, so aus meiner Sicht. Zu deiner Frage zurück, ob ich das Walliser Deutsch verstehe. Äh, Teils. Also das ist wahrscheinlich wirklich so das Gröbste, Schweizerdeutsch, das du bekommst. Das ist wirklich das, was am schwierigsten ist zum Verstehen. Ich studiere beispielsweise mit ein paar Walliser zusammen und dort ist es immer eine hohe Sache mit dem Verständnis. Also manchmal sagen sie etwas, ich schaue es recht lang an, muss dann den Satz in meinem Kopf ein paar Mal durchgehen und dann bin ich, ach so, du hast das gemeint. Aber dann gibt es so Situationen, wo ich sage, so, sorry, ich habe es einfach gar nicht verstanden. Kannst du es nicht auf Hochdeutsch sagen. Und dann wechseln sie zu Hochdeutsch und dann geht es dann. Aber ja, ähm, Tipp an alle, die Schweizerdeutsch lernen wollen, ja nicht mit Walliserdeutsch anfangen. sogar wir haben Probleme, die zu verstehen. Darum, ja. Aber ja, lieber irgendwie mit etwas aus dem Mittelland anfangen, also beispielsweise Solothurner oder Aargauer. Eben Aargauer ist eigentlich relativ ein neutraler, sage ich jetzt einmal. Oder Berner eben, oder Zürcher mir an. Aber eben, ja nicht Walliser. Interessanterweise habe ich eben durch eine App, das kann ich den Zuhörer, Zuschauer empfehlen, Play Swiss, wo einfach ganz viele Inhalte von ganz vielen Orten, oder, gezeigt. Das sind so meistens Produktionen aus der Schweiz oder wo eben viel Schweizerdeutsch gesprochen wird. Das sind so Co-Produktionen. Und das finde ich ganz ja, spannend und das sind immer so neue Inhalte, weil wegen den Lizenzen oder wegen dieser ähm, genau Autoren Lizenzrechte. Jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie das genau heißt, aber eben sollte es immer, es wechselt immer wieder. Diese Mhm. Urheberrechte meinte ich. Und da eben ist eine Möglichkeit für diejenigen, die nicht damit im Alltag oder konfrontiert sind, wegen dieser Stelle, die du empfohlen hast. Ich finde es auch sehr wichtig, diesen Einstieg, wo du eben sehr oft beschäftigt mit der Sprache. Muss es einfach beruflich passen, dass du mit der Sprache, wie eben bei mir als Mediziner, zu tun habe. Und auch, dass du eben entsprechend immer wieder neue Inhalte, so eine Abwechslung hast, oder? Egal, was dir gefällt, sei es eine Serie, eine Doku, was thrillermäßig, was weiß ich, romantisches, politisch, dass du einmal wieder so neue eben Art und Weise hörst, wie die Schweizer sprechen, oder? Mhm. Ja, absolut. Das ist wirklich eine recht geniale Sammlung von Inhalten, eben hauptsächlich Schweizer Mundart, die Sprache. Ähm, das ist noch ganz speziell, was du angesprochen hast. Eben gewisse Personen in gewissen Berufen, das habe ich vorhin gar nicht überlegt, haben nicht die Möglichkeit, wirklich viel mit Schweizer zu interagieren. Respektive, je nach Berufsgruppe wird eben eine andere Sprache geredet. Also, dass beispielsweise dann eben Englisch als fast wie Normsprache angeschaut wird oder eben Hochdeutsch. Von dem her, das ist wirklich eine ziemlich geniale Sache. Ich weiß gerade, ich habe gerade den Namen vergessen, aber ja. Du kannst noch nicht, wie heißt es genau? Die Urheberrechte oder Play Swiss. PlaySwiss, genau, Ja, merci, PlaySwiss. genau. Ist da dort halt wirklich eine ziemlich geniale Sache. Eben, es hat, glaube ich, ziemlich viele SRF-Inhalte, was wirklich eine sehr, sehr breite Bandweite abdeckt. Andererseits ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Man kann es, glaube ich, nur in der Schweiz oder in Mitteleuropa erreichen, die Webseite. Also beispielsweise, wenn man in Zimbabwe hockt, wie ein guter Kollege von uns beiden, dann kann man die Inhalte, glaube ich, nur begrenzt anschauen, was natürlich schade ist. Einmal, wenn man angekommen ist, dass man einfach sehr weiterhin beschäftigt bleibt in der Sprache. Und damals habe ich sehr gerne Tatort geschaut, schaue ich immer gerne noch. Und eben ich habe entdeckt, dass auch in der Schweiz gibt es eine
Zürcher Tatort gibt es auch eine Züricher Version davon. Das wusste ich nicht, genau. Sie synchronisieren sich selber. Das fand ich ganz lustig, muss ich zugeben. Ja, Wie würdest du synchronisiert klingen? Also. ich, also ich synchronisiert. Hoffentlich nicht mit einem Zürcher Dialekt. Ähm, Nein, aber ich glaube, das scheint glaub, schon recht speziell für jemanden außerhalb, dass es wirklich eben eine Sendung gibt, wo nur Personen aus diesem Kanton oder mit dieser Sprache drinnen vorkommen. Die Frage, wie ich synchronisiert werde, ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Respektive, welche Antwort hättest du erwartet? Welche Antwort hättest du erwartet, dass ich dir gebe? In dem Sinne, wie ist das eine innere Verkrampfung? Ja, wie soll ich das jetzt auf Hochdeutsch, wenn wir uns entschieden haben, oder auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch zu reden? Wie würdest du dann nochmal switchen? Also ist etwas, damit wollte ich das ausdrücken, fällt dir es schwer, wenn du mit jemandem eben einen Kontakt geknüpft hast, auf Schweizerdeutsch oder auf Hochdeutsch diesen Switch zu machen? Ähm, Weil für mich, so muss ich zugeben, war es sehr, sehr kompliziert. Einmal, ich habe mich daran gewöhnt, auf Hochdeutsch die gleichen Schauspieler auf Schweizerdeutsch, oder? Zu verfolgen, ach einfach von so. Gewohnheit. Genau. Mhm. Ach so, okay. Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Es, es ist, glaube ich, schon recht eigenartig. Also, wenn ich meine, genau das Phänomen, das du beschrieben hast, das habe ich bei all meinen Lehrpersonen gehabt. Du hast Lehrpersonen irgendwie 3 Jahre oder so während der Oberstufe und die reden nur Hochdeutsch. Und dann plötzlich irgendwie in einer Pause oder so, sagen sie etwas auf Schweizerdeutsch und du bist so, das kann ja nicht sein, das ist die genau gleiche Person und die tönt komplett anders. Also es ist ein kompletter Kulturschock, eben wenn man nur Hochdeutsch kennt oder eine Person, die nur Hochdeutsch redet und dann plötzlich switcht es und das ist, das ist ein riesiger Kulturschock. Also das ist, da geht mir jedes Mal wieder der Kiffel nieder. Einfach, ja, es ist recht speziell. Auch wenn ich jetzt mit jemandem, ja genau, wir können das Beispiel so machen. Mit meiner Familie habe ich auch mein Leben lang Schweizerdeutsch geredet. Wenn ich jetzt mit ihnen müsste Hochdeutsch reden, das wäre für mich mega komisch, wirklich. Es wäre für mich so eigenartig. Genau das Gleiche. Ähm, jetzt auch bei dir. Bei dir bin ich nicht ganz sicher gewesen, verstehst du es, verstehst du es nicht, aber vor der Aufnahme habe ich dich geschwind gefragt, hey, soll ich Hochdeutsch, soll ich Schweizerdeutsch? Und er hat gesagt, nein, unbedingt Schweizerdeutsch. Unbedingt. Unbedingt Schweizerdeutsch. Du warst auf, ja. Ähm, Daher, eben, es ist für uns, glaube ich, schon recht speziell zu switchen. Vor allem, eben, wenn man sich mal etwas angewöhnt hat mit einer Person und dann sagt die Person, nein, nein, komm, doch, Schweizerdeutsch, mach mal. Und dann, wow, okay, wow, in dem Fall. Daher, ja. Richtig so genau. Das Nerv von eben, es muss sich ansammeln, oder? Diese ganze, eben was klingt, wie ist das und so, wie man das einfach so die Verbindungen hat und auf einmal plötzlich, was du sagst, so, diese Lehrperson kann man sich auch auf Schweizerdeutsch verständigen und selber genau bin ich dran, Schweizerdeutsch zu reden. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du dir Zeit genommen hast, uns auf Berndeutsch, oder? Zu beleuchten und einfach näher uns zu ermutigen, dass wir arbeitstechnisch und vor allem von dem Commitment oder von dieser Einsatzbereitschaft uns mit dieser eben Sprachumfeld beschäftigen. Wenn man in der Schweiz lebt, das hat man sozusagen bessere Integrationskarten und wie du sagst, kann man vielleicht über andere Themen sprechen, die sonst dir nie als Schweizer auf Hochdeutsch auffallen würden. Absolut, ja. Ähm, Themen, die mir als Schweizer nie im Hochdeutschen würden auffallen. Ja, 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 tatsächlich. Also überrascht uns. Ich glaube, was man grundsätzlich eben muss oder kann sagen, ist, wenn man, wenn man in der Schweiz will Fuß fassen und sich eben mit der Sprache fast wie auseinandersetzen, man sollte eigentlich keine Hemmungen haben. Man muss einfach machen, einfach ungeniert und dann kommt das automatisch. Definitiv. Ich habe es nie erlebt, dass jemand sich bei mir genau sehr eben dagegen gestellt hat, sondern immer eben versucht zu Mhm. lachen oder zu hören und
immer so Zeit lassen. Und so würden wir das beenden, indem ich sehr dankbar bin, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Danke, merci vielmals, gute Zeit auch. Ade miteinander. Weitere Folge findet ihr in redcircle.com. Geheimnisse der deutschen Sprache.